Die Saga zweier Saiyajins, der große Kampf zwischen Son Goku und Vegeta hier beim DLC. So, Dragon Ball Z Kakarot ist vorbei. Ja, letzte Folge haben wir den gemacht. War durchaus episch, muss man zugeben, vor allem Vegeta, der entgegen meiner Erwartung nicht zum dreifachen Super Saiyajin wurde. Ne? Gut, die Form hatte er eigentlich nur im Xenoverse drauf, also als Xeno Vegeta. Oder natürlich auch in Spielen wie Raging Blast 2, was glaube ich, konnte auch zum dreifachen Super Saiyajin werden. Wie Broly übrigens auch, ne? Aber ist ganz Kanon und so, das haben hier auch gestrichen und sich gesagt, nee, Vegeta macht den Move wie Trunks aus Dragon Ball Super und sagt sich einfach, yo, ich gehe hier einfach mal Full Out Super Saiyajin 2. Kann man machen. Kann man durchaus machen. Und jetzt haben wir noch ein bisschen was zu tun. Es gibt noch ein paar Sidequests. Nicht mehr so viele, aber ein paar gibt es noch. Und hier noch neue Moves zum Lernen. Drachenhammerangriff zum Beispiel. Wir können schon mal sehr gespannt sein. Auf die Schnelle! Immer helle! Das war der erste Streich und hier Piccolo, ne? Ist ja kein, sag jetzt mal, Ultimate Piccolo oder Orange Piccolo, der hat hier nichts drauf. Leider Gottes. Aber da muss ich zugeben, das hat Dragon Ball Super auch wesentlich besser gemacht, als was hier das Ende von Dragon Ball Z. Man weiß nicht, wie stark hier Gohan und Co. wären. Aber zumindest auch sicher besser als Dragon Ball GT. Dass man sich gesagt hat, hey, Gohan, Piccolo, ihr habt es durchaus noch drauf. Was ja auch der Wahrheit entspricht. Gut, als nächstes der ultimative Vollgenergiestrahl. Jo, Mann, wir sind ultimativ. Ultimativ geil! Oh. Das ging schnell. Aber ich sehe nichts. Nein, ich habe die Kamera zerstört. Ups. Ah, jetzt geht's wieder. Nicht mehr. Ah, jetzt geht's wieder. Okay. War doch nicht richtig. Doch, stimmt ja, okay. Das schon hätte ich mir jetzt das Spiel kaputt gemacht. Das war's, Vegeta, schon wieder. So, noch schnell die Super Genkidama X. Nachher, ich glaube dafür, das sind vor allem 3 Gegner, ich glaube da warten noch ein bisschen. Ganz schön Damage, die Jungs. Sag mal. Verarschen die oder was? Wieso er gegen beide Trunks ist, sehe ich gar nicht. Ah, komm.
Oh, also sogar zweifach. Entschuldigung, oder den normalen. Ja, ist gut, Jungs. Elegant ausgewichen, wie ich finde. Ups, was macht der da? Das war's, wir haben noch ein bisschen Energie übrig. Sehr gut. Also, ein Move fehlt noch. Wie sieht's denn generell so gerade bei Son Goku aus hier mit den Dingern? Warte mal, erstmal bei den Moves nochmal checken. Sowohl Energiestrahl, Gegedama X, Drachenblitz. Nein. Moment. Super Genkidama X natürlich. Und dann hier den da. Den Drachenhammer Angriff. Okay, die müssen wir natürlich noch lernen, da ist klar. Dann haben wir einen Drachenhammer Angriff. Das wird dann zur Drachenfaust führen. Die Dinger hier, oder sage ich, ich gehe auf die Dinger, kann natürlich viele Z-Kugeln. Jetzt kann zumindest den auch noch lernen. Warum auch nicht, oder? Drachenhammer-Angriff, ja. Die Drachenfaustzahl, ne, höchstens. Den muss ich halt erst noch lernen. Okay. Ja, kann man. Zweifachen Super Saiyan noch ein bisschen. Weil es unser zweifacher Super Saiyan so stark wie unser dreifacher Super Saiyan, also quasi fast so wie bei Vegeta, war. Gut. Dann das gemacht haben. Gucken wir hier mit den Sidequests, wa? Oh, sogar zwei. Die Nummer 1 ist also bei mir das Atom. Bei Pan. Was ist denn los, Kleines? Ich besuche mit Mama und Papa Misasatens Haus. Opa, Opa, lass uns trainieren. Schon wieder? Zwei alte Männer. Und das kleine Kind. Konnichiwa. Wie geht's denn, süße kleine Enkelin? Opa Son Goku oder Opa Satan, ne? Wer ist stärker? Das ist eine Frage, aber auch. Naja, ich denke schon. Sie könnte es mit sogar schaffen, mich zu besiegen. Locker. Mit einem kleinen Finger sogar. Das macht keinen Spaß. Trainiere ich ihn alleine. Oh nein. Sag mal, ist das eine Sidequest, die aus Dragon Ball Superheroes abgekupfert wurde, oder was? Gewisse Parallelen sieht man schon. Aber es ist mir eigentlich naheliegend, diese so eine Entführung. Könnt ihr Typen jetzt verschwinden? Ich muss mein Training anfangen. Süßigkeiten, echt, bin dabei.
Aber Pan hat noch keiner beigebracht, dass er nicht mit fremden Männern mit soll. Gohan, Videl, das müsst ihr unbedingt noch beibringen. Also wirklich, ey. Pan, wo bist du? Satan, wir haben deinen Enkelin gekidnappt. Bringen 1 Million Zeni zum Stadtrand. Und ein paar mitgenommen. Pan, Opa Satan, Alter, zur Hilfe. Das erinnert mich irgendwie an die Story, haben wir irgendwas mitbekommen. Aus Dragon Ball Super, wo wir die verschiedenen Universen kennengelernt haben. Wa? Und das 6. Universum ist ja, sagt man, ja, so eine Spiegelung vom 7. Universum. Ich bin jetzt nicht mehr so sicher. Mit der Erde da, ne? Die gibt es dort ja auch. Die war, ich glaube, kann mir ob die irgendwie zerstört wurde oder so tatsächlich. Oh, ich gar kein hin. Ah, da. Die irgendwie zerstört wurden, damit er hergestellt wurde, so, aber dort soll angeblich, wenn es stimmt, mit Satan der stärkste Mensch sein. Und ist kein Scherz, der ist dort, also ist offenbar stärker als der Saiyajin dort. Also, der hat dort wirklich Power. Angeblich. Also das komplette Gegenteil zu dem Satan hier. Ja, der kratzt bestimmt überall das Lösegeld zusammen. Er hat doch gesagt, es würde Limo und Süßigkeiten geben. Wo sind die jetzt? Halt den Mund. Setz uns still. Ja, das ist langweilig. Ich gehe nach Hause, ja? Nö. Du bist noch ein Geiselmann. Das ist es nicht. Sie hat solche Angst, dass sie keine Worte rausbringt. Das glaube ich eher weniger. Bye, bye. Da bist du ja, Pan. Opa. Hä? Wie sollte er das mitbringen sollen? Was? Ja, natürlich, aber selber kämpfen können sie nicht, wa? Das geht schnell. Der lebt noch! Jetzt nicht mehr. Naja. Hätte ja auch klappen können. An einem anderen Leben vielleicht. Das ist nicht stark, Mann. Ja, ihretwegen mache ich mir keine großen Sorgen. Ah, ganz geschafft, jetzt seid ihr fällig. Der ist auf 180, Mann. Ich mache auch platt, als der platteste Pfannkuchen, den ihr je gesehen habt. Mr. Satan, Miracle, Spezial, Ultra, Super, Mega, Schlag. Alter. Ja, so ein Glück. Gehen wir nach Hause, Pan. Das war jetzt eine Sidequest, nur für die Medaille von Mr. Satan. Okay. Opa Son Goku hat es richtig krachen lassen, aber Opa Satan war auch der Hammer. Deswegen bist du als ein Super-Weltmeister. Hättest du nicht besser sagen können, das verstehst du doch, oder? Ja, schätze schon. Das sind meine beiden Opas lieb. Opa hat dich auch lieb.
Ja, wir haben Pan doch alle lieb. Vor allem finde ich es auch cool, dass Pan, also hier bei Dragon Ball Z, aber auch bei Dragon Ball Super ein Krähnler ist. Die Frisur vielleicht ein bisschen nach anders, aber eben, da liegt es noch in einem Jahr dazwischen und so. Angeblich, laut Timeline, da kann noch ein bisschen was ändern. Gut. Hätten wir das Ding also auch. Ja, eben, ich nehme jetzt mal an, Muller wird noch fehlen, ne? Das haben wir schon mal erwähnt gehabt. Weil Kriegertöchter macht Sinn. Wer ist hier noch drauf? Super Familie ist halt Trunks noch dabei. Und dann Gohan. Und was dagegen? Achso, das war Mr. Satan, okay. Also hier Gohan. Was? Hier. Gohan, Trunks und eben noch Bula. Oder Bra, je nachdem halt, wie man sie aussprechen will. Dann hätten wir auch alle Medaillen. Perfekto. Da Dinger bekommen wir. Versuchen abzugraden hier. Muss ich erst noch lernen, insofern das überragende Kamehameha. Dann haben wir noch ein paar grüne. Wie sieht eigentlich hier drüben aus? Oh, das ist ein neuen. Selbstverartzung. Okay. Das ist natürlich auch teuer hier. Na, warte mal noch, ne? Gerade bei den grünen Punkten soll noch ein bisschen was haben. Also mehr haben natürlich. Gut, dann haben wir hier die nächste Sidequest. Da uns noch 3 Stück fehlen, 3 Medaillen. Ich gehe davon aus, wenn sie draußen ist, wird es nicht Gohan sein, das heißt Trunks oder Bra. Oh, warte mal. Aber wir sind ja hier. Ja, dann könnte aber auch Son Gohan sein. Ja, ist bei uns zu Hause. Ja, ist Son Gohan. Mach mal langsam Sorgen. Was los? Son Gohan arbeitet an einem Bericht für eine wichtige akademische Konferenz. Er kann nur langsam voran, als sind wir rausgegangen, damit er ungestört ist. Ich wünsche, wir können ihm irgendwie helfen. Da können wir natürlich mal gegen ihn kämpfen. Will ihm auch gut tun, ein bisschen Bewegung. Der Appetit der Familie Son. Aha, wir sollen futtern, ja gut. Zu arbeiten wie ein Vater. Ganz schön hart, die gute Chichi. Ah, nur eine kleine Pause. Ich muss am Anfang einen kleinen Spaziergang machen, um mein Gehirn in Schwung zu bringen. Klingt nach ziemlich schwerer Arbeit. Stimmt schon, aber ich liebe es. Ich bin mir so lebendig, wenn ich schwierige Probleme angehe. Ja, ähnlich wie der in Dragon Ball Super, nur hat das dort wieder ein bisschen mit dem Kämpfen ein bisschen für sich entdeckt. Naja, wer weiß, wie es mit dem hier ist, ne? Es vermutet das gleiche Gefühl, wenn du gegen einen wirklich starken Gegner kämpfst. Echt? Ich habe es ebenfalls nicht geliebt, wenn Muten Roshi mir so viel Lernstoff aufgezwungen hat. Also, ich persönlich liebe die Herausforderung, wenn man neue Dinge lernt. Also dann, ich mache mich auf den Weg. Danke für die Unterhaltung, Papa. Ich fühle mich viel besser. Schnapp sie dir, Kleiner. Kleiner vor allem. Ob du mir irgendwie helfen kannst? Ich habe ein bisschen Hunger. Es wäre toll, wenn du mir etwas Essen bringen könntest. Ah ja, die Kinder. Das ganze Leben lang muss man sie versorgen. Ja, da geht also Chichi und bietet was zu kochen. Wir müssen Zutaten sammeln, wenn dabei wieder angegriffen und so. Ist doch immer dasselbe hier. Und sind die beiden verschwunden? Ich glaube, Mama und Videl sind einkaufen gegangen. Oh, das wusste ich nicht. Da muss ich mal selbst kochen, wa? Hey, Son Goten, weißt du, was Son Gohan gerne isst? Nö, er isst eigentlich alles. Warum fragst du nicht Piccolo? Er soll Son Gohan ziemlich gut kennen. Ja.
Wie viele gibt es wohl unter euch, die jetzt zu dem Zeitpunkt sagen, ah, sein richtiger Vater? Wir können natürlich auch gegen Piccolo kämpfen, wäre auch cool. Also, das Gebiet wechseln. Schaut er hier in die Ödnis? Son Goku sucht der stärkeren Gegner nimmt kein Ende. Ja, das würde langsam auch. Sprich mit Piccolo. Was Son Goku ihn Mr. Piccolo nannte. Naja. Das sagt die Zeit so. Ich glaube, die können wir... Also wir können noch mit Piccolo quatschen, aber das soll noch gehen. Yo, hey Piccolo, was geht ab? Junior. Das ist eine seltsame Frage, das ist eine ganz Einleitung, vor allem von seinem Vater. Sollte er nicht eigentlich das am besten wissen? Keine Ahnung, was er gerne isst. Ein paar Tausendfüßler. Junge, was ist los mit dir? Zusammen trainiert hat, hat er einmal Dinosaurierflasche gegessen. Ja, das klingt gut. Okay, ein Dino legen. Ist lange her. So, wo hat's denn einen? Ah, kann ich hier gucken. Da. Nicht im Ernst, oder? Ich habe keine Zeit für euch. Das beenden wir auf die Schnelle, immer helle. Bist du? Kann ich so jetzt nicht bestätigen. Dino, bleib hier. Ernsthaft, ich bin hier oben. Wie kann er mich hier treffen? Naja, kannst du auch selber verletzen, gar kein Thema. Mageres Dino-Fleisch muss natürlich raus sein, ne? Natürlich, unser Sohn ist natürlich ein Feinschmecker. Ah. Oh. Komm her, lecker Dino-Fleisch. Dankeschön. Zurück zu Mr. Piccolo. Oder Mr. Junior oder Mr. Piccolo Junior. Junior Piccolo ist ja scheißegal. Das sollte reichen. Aber brat es gründlich durch, ja? Alles klar. Kann ich ein Feuer machen, oder? Mach, was du meinst. Ja. Da sind viel geändert zwischen den beiden. Moment, nimm das hier auch mit. So ein Gohan Dinner Set. Hä?
Okay. すぐに届けてやっかな。 Wäre aber den schnellsten Weg, aber. Dann können wir uns in der nächsten Folge um die nächsten Sidequests kümmern, die ja danach getriggert werden sollten. Ne? Also viele sind es nicht mehr, es waren insgesamt 10 Stück. Ich glaube 6 hatten wir schon. Das ist jetzt die 7. Also die 8. Eben viele können es nicht mehr sein. Sprich mit Son Gohan und esse mit deinem Sohn. Sei einmal in deinem Leben ein Vater. Nein, Quatsch, also. Ich gehöre auch nicht zu der Fraktion, die irgendwie sagt, ja, Piccolo ist Son Gohans wahrer Vater und so. Klar, er ist auch ein Vater, eine Vaterfigur, aber ist jetzt schon ein bisschen hart, finde ich persönlich. Weil Son Goku, er ist halt Son Goku, er ist wie er ist. Aber trotzdem liebt er seine Söhne. Beide. Dinosaurierfleisch? Ja, magst du das ありが nicht? とうございます。 Ich wollte selber einen Dinosaurier kosten. Oh, Piccolo sagt, ich solle das hier geben. Ein Apfel? Piccolo wollte, dass ich das bekomme? Ah, ja, good old times. ありがとうございます。 Danke für den Apfel. Ich dachte, er wäre pappsatt. Er ist sauer. Dinosaurierfleisch und ein saurer Apfel. Magst du das nicht? Ja, es erinnert mich daran, als er klein war und Piccolo mich trainiert hat. Das waren harte Zeiten. Ich wurde am ersten Tag von einem Dinosaurier gejagt. Dann muss er mich von einem sauren Äpfel ernähren, um nicht zu verhungern. Wenn Piccolo das damit ありがとう sagen. ございます。それじゃあ。 Oh. Es ist Fidel. Ich frage mich, was los ist. Das fragen wir uns alle. Oh, noch mehr zu essen. え？Nö, hab ich nicht. Ich schätze, Gigi hatte die gleiche Idee wie ich. Was soll ich tun? Ich bin schon pappsatt. いえ、 Wir haben noch viel mehr. Ich muss wohl in mich reinstopfen. Ich hoffe, dass du das meiste Fleisch isst, also aber selber nicht genug abbekommen. Du bist schon eine Klasse für dich, Papa. Das ist er definitiv. Ja gut, wir können einen kleinen Verdauungsspaziergang machen, wir können ein bisschen trainieren und dann haben sie wieder Hunger. Also gut, Son Goku hat sowieso immer Hunger. Da machen wir gar keine Sorgen. So jemand, der mich kümmert. Papa, Mama, Videl, Piccolo, ich danke euch. Hat er so gute Ohren, dass er sogar auf die Distanz hört? Junge. Und dann die Medaille von Son Gohan. Gokus nächste Reise. もう大丈夫だ。 Und neue Sidequests verfügbar, Freunde. Die werden wir uns natürlich zu Gemüte führen. Aber erst wieder das nächste Mal zurück bei Dragon Ball Z Kakarot. In dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.